Wolleck! Oh. Was war? Der Schauker des Lebens. Ich hasse Speise. Ich hasse Speise so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen mit, also die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Well done, Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Zwirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sag mir's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterher gibt. Mein Gott, ey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh auch nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt den Elf aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf den Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bodensehne ins Ohrschloch rein. Und zwar genau ins Ohrschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus. Richtig. So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, der will die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich habe jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Bin doch noch gar nicht da. Aber da geht scheinbar was. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses
kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Professor Weasley sagte, du wüsstest. Ja, grüß Gott beieinander. Da kannst du dein Startscreen gar nicht gemütlich einlaufen lassen, wird da drin schon so derartig eskaliert. Highlander, merci dir für dein Resub im 12. Monat. Gratuliere zu einem Jahr, oder was heißt, warum sage ich gratuliere? Ich muss eigentlich Danke sagen. Danke für ein Jahr Bazi Gang. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, Aber die Ehre Birgit. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß bei uns und merci dir und weiterhin willkommen in der Basic und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir! Ich gratuliere zurück, ja. Hab ich, ganz ehrlich, ich hab das nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So ging wie sie, ich schaue heute in mein Dashboard rein, wie in Streamtitel und so weiter, anpassen, auf einmal sagt er, hey, du Brudi, du bist 2 Affiliate. Und ich so, okay, nice. Der mir passt, nehmen wir es halt mit. Nehmen wir halt das Affiliate-Jubiläum einfach mal im Flyby mit. Warum nicht? Aber 2 Affiliate, holy shit, die Zeit vergeht so stark. Das kannst du keinem verzeihen. Jetzt grüßt erst mein Aufbei, dann hat wir Leute schon da. Wifi, der Mike ist schon da, der Ripsi ist schon da, der Panzerknacker auch schon wieder am Start, der Highlander obviously, ne? Der Mr. Werb und Frau Birgit. Grüß euch gut beieinander, wie geht's? Ich hoffe, eng geht's gut und es hat's gut in die neue Woche gekommen. Einmal Bazi, immer Bazi. Das geht nicht, ob wir. Verstehe die Frage jetzt nicht. Jubiläums-Biddies Dabats 1 Herz. Du voll narischer, aber du nicht 510. Wer danke für deine 510 Bits. Das hätte ich jetzt nicht so viel kosten müssen. Aber vielen lieben Dank. Der Alert, meine, ist schon ein wenig eingestaubt gewesen. Danke dir für deine 510. Vielen lieben Dank. Haben wir musikalisch ein bisschen untermalt, das Ganze. Ja. Feierabend, jetzt muss nur noch die Wäsche reinhauen. Habe ich schon hinter mir tatsächlich. Also nicht am Feierabend habe ich noch vor mir, weil ich habe offensichtlich Nachtschicht noch, heute und morgen. Ne? Nächstes Jahr mag ich einmal die Bazi-Heimat unsicher machen. Bist du herzlich dazu eingeladen. Ne? Kommst du mal auf Wasser runter, machen wir eine kleine Rundfahrt. Nein, Rundfahrt machen wir nicht, aber gehen wir ein wenig durch die Stadt, das kriegen wir schon mit. Nacktschicht, von mir aus auch Nacktschicht. Ne? Haben wir heute Damen anwesend in der Nachtschicht? Nein, ich glaube nicht. Nein, tatsächlich nicht. Gangen sogar. Mal warum nicht? Okay, stop it. Wie geht's euch? Es ist hoffentlich alles zauberhaft. Shit, nicht schön. Achso, ja, nein. Es ist wie gesagt, die gestrige Nachtschicht war tatsächlich verhältnismäßig ruhig, muss ich tatsächlich sagen. Bis am Anfang hat die Maschine wegen Faxen gemacht, wo man denkt, Alter, fick dich, ich geh wieder heim. Aber alles ist in Ordnung. Ja, schauen wir mal, was heute und morgen geboten ist. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Aber tagsüber ist es halt auch nicht heller als in der Nacht. Ohne Scheiß, ich feiere, steinigt's mir von mir aus, aber ich feiere das wieder gerade momentan. Es ist genau das wieder, auf das wir jetzt eigentlich alle so ein bisschen gewartet haben, dass draußen trieb wird, nass wird. Gut, es muss vielleicht jetzt nicht unbedingt schütten wie aus Eimern, aber einfach das Kalte, ne? So ein bisschen das Düstere, dass man so erinnert in der Bude hocken kann und einfach seinen Stuff durchzieht. Ne? Soweit gut, bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Sag's es da. Und dann gleich einer grätschen. Perfekt. Dann wünsche ich dir schon mal einen angenehmen Feierabend und einen angenehmen Aufenthalt. Und der Herr Price ist auch schon da. Zur Feier des Affiliate-Jubiläums. Ja, wie gesagt, ist nehmen wir im Flyby mit. Also ich hab da nicht drauf gewartet. Ja, gut, ja. Du darfst dann lieber noch ein bisschen mit dem Zweirad unterwegs sein, vermute ich, oder? Dass man ohne schlechtes Gewissen drinnen sagen kann. Ja, genau. Richtig. Also normal bin ich ja ein Verfechter des Sommerwetters, das wisst ihr alle, aber ganz ehrlich, wenn du halt einfach von März bis November 20 Grad oder 25 Grad hast, dann gelangt es da halt einfach irgendwann auch einmal. Ne? Abgesehen davon. Aber gut, das ist, wie gesagt, jetzt nehmen wir es einfach einmal so mit. Jetzt kommt die starre, ruhige Zeit, in Anführungszeichen. Da lassen wir es uns einmal ein wenig gemütlicher gehen, hätte ich fast behauptet. Und dann schauen wir mal, was das nächste Jahr dann im Frühjahr oder im Sommer wieder bringt. Ja, da wären wir wieder alle auf der Rosse dann, was auch gut so ist. Abgesehen davon. Da mag man auch mal nur 19,5 Grad haben. Ja, selbst das wird man jetzt tatsächlich schon wieder too much, weil man darf halt nicht vergessen, es ist fucking Mitte November. Ne? Also wenn es jetzt auch gerade miteinander auf 6, 7, 8 Grad hat, dann ist das auch fein für mich. So, auf die Art. Weil ganz ehrlich, wie wir vor 2 Wochen da 20 Grad plus gehabt haben, da wo die mit der Badehose am Backerweiher jetzt sitzen können, das ist halt leider auch nicht normal.
Seien wir uns ehrlich. Aber gut. Es hilft ja mir nicht. Das Wetter können wir ja bekanntermaßen nicht wirklich steuern. Also wir müssen sehen immer, wie es ist. Wir haben heute auch 16 Grad gehabt, fand ich schon eklig warm für den November. Ja, bei uns regnet es den ganzen Tag. Wir kommen nicht stark über die 10 Grad Marke. Also bei uns hat es jetzt aktuell 8 Grad. Also, es ist typische Novemberwetter halt. Gerade dass es halt noch nicht schneit. Aber, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da in dem Chat noch. Da meine, gibt es nur eine Handvoll Leute, die wissen, wie es ist, wenn es im November schneien anfängt. Das wissen, glaube ich, nicht viele. Gibt es, glaube ich, gerade so Brasen voll Leute, die das wissen. Aber okay, Freunde der Sonne. Wir schauen uns heute wieder in Lords of the Fallen weiter um. Ich bin jetzt die letzten Tage kaum am PC gewesen, eigentlich nahezu gar nicht am PC gewesen. Ich muss einmal schauen, wo wir jetzt da genau weiter tun. Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht mehr so genau, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich weiß nur noch, dass wir letztes Mal auf dem ersten Versuch einen Mainboss gelegt haben. Das habe ich in meiner Souls-Spieler-Karriere auch noch nie zusammengebracht. Ja, keine Ahnung, was mir an dem Tag gebissen hat, aber es war scheinbar was Gutes. Ich weiß noch, wir haben in Oberkalrad haben wir in der Nähe von einem Boss. Wir haben ein Schneegebiet, was wir noch erkunden können. Da haben wir letztes Mal, glaube ich, noch an die Laternen gegangen. Und dann können wir noch irgendwo hin. Aber da muss ich jetzt erst einmal in-game schauen, wo das gewesen ist, weil ich gerade absolut keinen Plan davon habe. Aber das werden wir irgendwie gebacken kriegen, hoffe ich mal. Stream heute wäre so ziemlich Punkt 7:30 aufhören. Eger ein paar Minuten ändern, weil wir kriegen noch Besuch. Wir bestellen noch was zum Essen, das muss ich dann mit dem Auto holen. Also werden wir relativ pünktlich aufhören. Von daher passt das aber, glaube ich, für unter der Woche wieder. Mittwochstream kann ich noch nicht versprechen, weil wir da eventuell auch Besuch kriegen von Freunden. Da sage ich aber rechtzeitig Bescheid. Sage ich aber dann noch mal was dazu, wenn wir aufhören. Jetzt da die Vorschlag, schauen wir mal ins Spiel. Ich hoffe jetzt, dass mir Steam oder Lords of the Fallen nicht ein riesen Update ins Gesicht rotzt, weil sonst haben wir ein Problem. Die Berge sind bei dir schon ein bisschen angezuckert. Ich habe jetzt, wann war das, gestern oder vorgestern, habe ich irgendwas gehört, Schneefallgrenze aktuell 700 oder 800 Meter, irgendwie sowas. Meine ich. Aber da haben wir halt mir ewig weit weg, gell? Da haben wir halt mir ewig weit weg. Wo haben wir denn? Wir bei 350 ungefähr. 300, 350, irgendwie sowas in dem Dreh. Pi mal Daumen. Gut. Dann schauen wir halt einmal. Ja, aber am Wochenende so ist schon wieder gestiegen. Also quasi Schneefallgrenze jetzt quasi her wie 1000 oder unterhalb von 1000. Kanton. Warum haben wir mit Kanton? Ah, wahrscheinlich weil. Aha. Ich hab Kanton. Ich hab schauen. Wahrscheinlich jeder Highlander jetzt einen goldenen Helm. Ist das nicht sauberhaft? Der ist auch gut für die Schneeflocken. Ist bei 850 Meter höher als 1000 Meter. Ah, okay. Ja, gut. Das sind auch wieder 150 Meter, dass du da Sport hast. Oder was du sich da spart. Ja, ich glaube, dass das jetzt relativ schnell gehen wird. Zauberhaft. Absolut. Absolut zauberhaft. Wir haben fast den. Schau mal hier. Wir haben fast so einen Helm, wie der Highlander jetzt da aufsitzen hat. Ja? Fast gleich. Die Ähnlichkeit ist halt verblüffend, gell? Stimmt, wir haben letztes Mal mit der Waffen angefangen zum Spielen, die mittlerweile auf plus 10 ist. Jetzt passt auf, jetzt muss ich mal schnell kurz ein bisschen recappen, wo es der Phase war. Ne, weil, wie gesagt, ich war jetzt seit letzten Stream nicht mehr in dem Spiel. Genau, Axt des Engels ist auf 10, das haben wir noch gemacht. Wir haben uns da neu ausgerüstet, Ringe passen soweit noch. Genau, wir haben letztes Mal einen Mainboss zusammengepimmelt auf den ersten Versuch sozusagen. Stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ich hab mich noch einen Tag später, wir waren ja letztes Mal die ganze Zeit in diesem Untergrundgebiet unterwegs, was wir per Zufall gefunden haben. Oder so heißt per Zufall, wo ich geahnt habe, dass da noch was ist. Ich bin dann einmal zurückgerannt, hab mir dann im Reich des Todes dort umgeschaut und hab auch wieder so eine Quintessenz gefunden. Aber da war eigentlich nur so ein Bruck, was da gehen kannst, und da war das Item und mehr hast du da nicht finden können. Also jetzt nochmal einen ganzen Stream da zu backtracken, darf sich nicht rentieren, weil es ohnehin nichts mehr zum Sehen gibt. Zumindest habe ich nichts mehr Relevanz, ne? Ausfindig machen können. Und Kathi, habe dir die Grüße, gut, schön, dass du da bist.
Wie geht's da? Wenn ein Magier ins Gefängnis kommt, ist das doch dann auch zauberhaft. Das ist dann auch zauberhaft, ja? Richtig, da hast du recht. Das ist durchaus auch zauberhaft. So, jetzt müssen wir mal schauen. Stimmt, in der Abtei, da haben wir letztes Mal nur angefangen, da ging's weiter. Dann geht's weiter einmal in Oberkalrath. Da meine ich, schauen wir jetzt gleich hin, weil da haben wir in der Nähe von einem Mainboss. Und da wir ja heute gewissermaßen unbewusst Affiliate-Jubiläum haben, sollten wir das fast mit einem Bosskampf feiern. Und wir können weiter da. Wo ist das Schneegebiet? Da, Überreste von Swarnil. Also wir haben ja drei Gebiete, wo wir im Endeffekt jetzt weitergehen können. Und ich würde jetzt vorschlagen, wir gehen in Oberkalrath weiter. Einfach mal schauen, ob wir da einen Boss finden. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Gerade Feierabend gemacht? Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend und einen angenehmen Aufenthalt. Ich hoffe, du hast einen stressfreien Montag gehabt. So. Schauen wir mal, was da Phase ist. Ah, da läuft schon wieder so ein Sensenmann umeinander. Da klang schon wieder. Da hinten ist auf alle Fälle eine riesige Tier. Oh, passt. Morgen wird schlimmer. Ja, aber Hauptsache der Montag war nicht schlimm. Ne? Der Montag ist aber gerne so ein Arschloch. Weißt du, wie es ist. Aber es macht es halt jetzt nicht besser, wenn der Dienstag auch kreislig wird. Ne? So. Gut, da hinten ist ein Leuchtfeuer, das wir reinigen können. Und ich vermute mal, dass da hinten auch ein Boss auf uns wartet. Ne? Das werden wir aber ausfinden. Nach und nach. Au. Okay, da können wir uns relativ langsam bewegen, weil da ist die Asche so tief, dass wir da nicht gescheit laufen können. Jetzt passt es auf, da gibt es noch irgendwas anderes, da liegt noch ein Item. Aha, da ist wieder so eine komische Funzel, die wo... Er mal seinen Frieden gibt da herum, perfekt. Ich muss morgen ins Büro und habe von 8 bis um 5 fast durchgehend Termine. Also ja, ach du Scheiße. Ja, das wird vermutlich ein sehr, sehr langer Dienstag werden für die. Aber Daumen sind gedrückt, dass das relativ einfach überschießt. Ja, danke dir fürs Absenden. Perfekt. Da gang ein Lord auf, ey. Die Frage ist jetzt, geht die Asche weg, wenn ich im Reich der Toten rumrenne? Auch nicht wirklich, okay. Wir müssen aber da ins Reich der Toten, sonst kommen wir nämlich da nicht durch. Okay. Da ist ein Mana-Steinklumpen. Feuerschutz. So, jetzt müssen wir schauen, die ist da oben. Okay, da löst sich auf alle Fälle jetzt was auf, das ist gut für uns. Ah, und da müssen wir umspringen, ja, perfekt. Moment, die mag bis da hinten haben, das kann was relevant sein. Oje, dann hoffe ich mal, dass er... Ja, so nämlich müsste werden. Ah ja, nice. Fichterli, danke dir. Und hallo. Grüß dich gut, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Merci für den Jahrestag. Habe ich im Flyby jetzt also mitgenommen, ich hätte das nicht einmal gewusst, dass ich heute Jahrestag... Oh Gott, Kreuzsacker, das ist so... Die Sprungpassagen, die sind so garstig.
Ich hab nicht einmal gewusst, dass ich heute Jahrestag hab, bis mir mein Dashboard angezeigt hat. Ich will nichts anderes als wie das Item dahinter. Ja gut, Seele. Ring der Königin Verena die Zweite. Ja, perfekt. Müssen wir uns gleich anschauen, was das ist. Ja, dann gehen wir da durch. Aber dann gehen wir aus dem rechten Totenhaus, was schon mal gut ist für uns. Ich hasse die Menschen auf Arbeit und hoffe auf eine schnelle Woche. Wichterli, ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt bei uns. Ich hoffe, bei uns ist weniger unflaschig wie in deiner Arbeit. Aber rate mal, welcher Depp sich Samstag für eine Schulung eingetragen hat. I guess du? Wie geht's dir? Alles fluffig, flaschig? Alles im grünen Bereich, Mrs. Wichterli. Oh, I smell a big boss. Freunde der Sonne, I smell a big fucking boss. Schauen wir uns erst einmal an, was der Ring kann, den wir gefunden haben. Nämlich sie. Ein Ring der einst Königin Verena der Zweiten von Mornstedt gehört. Die Gesundheit regeneriert sich mit der Zeit. Oh, der ist eigentlich OP. Das Problem ist, dass die zwei heute aber auch nicht schlecht haben. Wir kennen eigentlich mit den zwei Ringen in Kombi eigentlich gerade ganz gut aus. Deswegen lasse ich das mal schauen. Ja, da hinten steht eh schon der Boss. Da ist rotes Licht. Was macht es? Das ist ein Leuchtfeuer. Das will von uns geläutert werden. Und ein Leuchtfeuer wird bekanntermaßen von einem riesigen, fetten Boss bewacht. Den wir jetzt da drin wahrscheinlich gleich treffen werden. Billinger, habe die Ehre und es gibt einen Grund zum Feiern, sage ich gerade. Ein Hut zur Feier des Affiliate. Ja, Mr. Billinger, habe die Ehre. Und merci dir für dein Partyhütchen. Ich bin scheinbar 2 Jahre Affiliate. Ich habe das vorher erst in meinem Dashboard gelesen. Ich habe nicht gewusst, dass das so ist, aber ja. Okay, schauen wir uns einmal an, was das für ein Boss ist. Ah, da ein Hunterl. Ah, das ist gar kein Boss. Wieder Seehähner. Easy. Ja, okay, ich hätte jetzt so eigentlich mit einem Boss geredet, so ganz ehrlich, wie es ist. Aber gut, ist fein, ist fein. Ich dachte, jetzt kommt es leuchtet rot. It's a Leuchtfeuer, it leuchts Feuer. It Feuer leuchtet. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So, warte mal, gibt's da im Reich der Toten irgendwas Besonderes? Schaut mir jetzt grob. Mrs. Purple Dragon. Vielen lieben Dank für deinen Raid. Schon wieder. Dankeschön. Grüß euch, wie geht's euch? Ein Hühnchen zu feiern, das ist ein Affiliate-Typ. Dankeschön. Sabi, wie geht's da? Alles gut bei dir? Grüß euch. Alles fit bei euch. Schön, dass du hast. Wie war ein Stream? Mehr Raids, mehr gut, weißt du das eh? Ja, das sowieso. Langweiler, danke für deine Following, habe ich die Ehre. Das ist absolut nicht langweilig. Leute, schaut einmal bei der Sabi vorbei. Ich meine, die meisten von euch werden Sabi bereits kennen. Eine sehr, sehr sympathische und zauberhafte Streamerin, die viel DBD-Content macht, viel Horror-Content macht. Unbedingt draufschauen. Herzaldrucker kostet nichts. Das wisst ihr eh, wie es ist. Support zurückgeben, Freunde der Sonne. Ganz wichtig.
Wir Streamer sind wir sehr, sehr dankbar für jeden einzelnen Follower, der wo einer kommt. Also wie gesagt, gerne mal bei der Sabi draufschauen. Und unbedingt das Herzchen spammen. Ihr wisst, was Phase ist. Und Leon, habe dir, danke dir für dein Hütchen. Langweiler, alles fit bei dir. Danke dir nochmal. Schön, dass du bist. Oder dass ihr da habt. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Stream gehabt. Sabi, wie war's? Stream war durchwachsen heute, aber sehr nice. Durchwachsen, weil gegnerlästig oder hat es technische Probleme gegeben? Erzählen Sie mir. So, wir spielen heute Lords of the Fallen. Beziehungsweise, wo haben meine Manieren? Für die Leute, die mich nicht kennen, grüß euch, ich bin der Bazi, ihr Herz ist, ich sprich ausnahmslos Niederbayerisch. Bei mir gibt es heute Lords of the Fallen, beziehungsweise in letzter Zeit gibt es ausschließlich Lords of the Fallen. Ich spiele eigentlich überwiegend Story-Games, unterschiedlichster Art, ob das jetzt Souls-like-Spiele haben, ob es Assassin's Creed ist, ob es Plague Tale ist, ob es Last of Us ist. Ja, schön, dass du da habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zu mir und meiner Person einfach gerne im Chat schreiben. Wenn ihr irgendwelche Worte von mir nicht versteht, ebenfalls einfach im Chat nachfragen. Ich bzw. die Community, wir übersetzen mir und helfen mir sehr, sehr gern. Bitte, Dankeschön. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend, einen schönen Aufenthalt. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit bei uns. Ja, danke, wie gut, dass ich dank Sabrina schon in Bayerisch geübt bin. Perfekt, dann kannst du es jetzt noch auf die nächste Stufe treiben, weil ich glaube, ich sprich noch mehr ein Deut mehr Bayerisch, als es die liebe Sabi tut. DBD miese Randoms, der Monologist hat mein PC aufgehängt. Ja, Montag. Der PC hat sich gedacht, ja, fick dich, heute ist Montag. Ich tue halt einen fetten Scheißdreck. Soweit es möglich ist. Ja, die Fichterli, die hat auch schon die hat ihr Lehrgeld auch schon bezahlt, was das angeht. Ne? Fichterli kommt aus Brandenburg, die ist schockgeschult worden, was bayerisch angeht. Shadow habe ich die Ehre, grüß dich gut. Ölflasche der Roga. Okay, da können wir aus dem Reich der Toten raus, I guess. Da können wir einen Setzling setzen. Da geht's noch mal oben, aber wohin ist jetzt da die Frage? Ja gut, dann werden wir noch ausfinden. Habe ich überhaupt noch einen Setzling? Ich habe sogar noch 2 Setzlinge. Sollen wir uns das antun? Ich glaube fast nicht. Ja genau, einfach so fuck you, ich will halt nicht. Dann wird's morgen aber dafür umso besser, habe ich gehört. Oha, wohnen auch aktuell in Brandenburg. Oha, Community-Treffen mit Fichterli, wann, wo? Ja. Hat man jetzt das ernsthaft nur Damage gemacht? Ich hau jetzt da mal Pflanzen drauf. Ich glaube, das schaut uns gerade nicht. Ja, bei uns in der Streamer-Bubble, mittlerweile ist Twitch für unser Dorf. Ne? Du triffst jeden immer und überall. Und das ist zauberhaft. Wenn die Voodoo explodieren, dann richtig eklig. Ist jetzt da so eine dumme Wederhexe herum, oder was? Sag ich schon, da brennt wieder jeder Gegner. Da ist wieder jeder Gegner Feuer und Flamme. Perfekt. Ach, da ist das Leuchtfeuer, okay. Es wird nicht bewacht? Are you serious? Okay, das Leuchtfeuer wird wohl nicht bewacht. Und der muss halt einmal läutern. Ist das so ein Souls-Spiel? Ja. Lords of the Fallen ist ein Souls-like-Titel tatsächlich. Richtig. Genau. Kannst mit Dark Souls vergleichen, mit Nioh. Also es ist so ein Genre von dem Spiel. It's a trap. Ja, vermutlich. Es müsste jetzt noch Adam und Riese das dritte Leuchtfeuer sein, right?
Oder haben wir schon 4? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Gut, aber da unten auf den Weg geht's noch weiter, auf jeden Fall. So, mal schauen. Also, es wundert mich tatsächlich, dass jetzt da kein Boss nicht kommt. Ist ein Stück weit von mir weg, aber schön einen weiteren Preis. Aufgemerkt, man ist erst dann ein Preis, wenn man sich benimmt wie einer. Ja, zumindest in Bayern ist das so. Wo können wir jetzt da außer? I guess this is a shortcut, alright? Holen wir die Tier auf. Da war doch ein Tier beim Feier. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Müssen wir noch mal schauen. Ja gut, wir können ja zu dem Setzling jederzeit zurück, dann schauen wir da noch mal. Das ist kein Problem. Magieschutz. Oder die haben so garstig, weil die explodieren einfach einen halben Meter vor dir. Da ist auch ein Riesentier dahinter, da kann natürlich auch noch ein Boss lauern, ne? Das kann natürlich möglich sein. Entzündungsheilung? Aber da muss noch irgendein Feuerboss kommen. Das kann man ich jetzt vorstellen. Maul. Kleid der... Oh, Adligenrüstung. Ich bezweifle zwar, dass die stärker ist als die, wo wir haben. Ja, okay, die ist halt ungefähr komplett schlechter als wie das, was wir mir tragen. Ich glaube, dass wir schon generell eine von den besten Rüstungen im Spiel haben, jetzt für Stärkebuilds, wenn du mich fragst, von der Tankiness her. Ah ja, perfekt. Da war eine Mine, die habe ich gar nicht gesehen. Null. Oh, hi. Stirb! Aha, da ist ein größerer Gegner hin. Beziehungsweise es kann da ein NPC sein tatsächlich. Oh, da ist noch Loot. Da oben steht einer mit einem Parasiten. Okay. So, bist jetzt du Freund oder Feind? Ich glaube, du bist Freund, oder? Du bist der komische NPC, der nur in Umbral unterwegs ist, wenn man nicht alles leicht, oder? Ja, das ist ein NPC. Okay, nice. Dann schauen wir mal, was da Phase ist. Da kommen wir auf alle Fälle irgendwie durch. Aber vermutlich nur von der anderen Seite. Ist fein. No. This is wrong. This didn't happen. Things went bad. I had to fight my way out of Mornstead. But it didn't happen like this. I didn't. Okay. Was ist selber denn? I'm not a monster. I'm not a monster. Ja, chill mal dein Kniescheiben. Ich hab jetzt auch nicht gemeint, dass du ein Monster bist. Du hast zwar Bratenbier hinhaxen, aber okay. Ja, du, der ist schon in der Zeitung gestanden.
Ein was wir Haxen? Ein Hähnerhaxen. Ein Hühnchenbein. Ne? Eine Hühnerkralle. Ein Hähnerhaxen. Ne? Also, Wichterli, hast du schon wieder etwas gelernt, ja? Hashtag Bildungsstream. Im Reich der Toten vielleicht? Dafür geht da die Tür. Ah, guter Hinweis. Let me have a look. Ah, da hätten wir schlau, wie es hätten uns ja da weiter oben droppen lassen können, gell? Ah ja. Überrestmatte, okay. Achso, du meinst Bratzen. Das ist eine Hand. Bratzen ist eine Hand. Ey, die da jetzt nicht einfach aus Nummer rennen können? Okay, da geht's durch. Ich finde es cool, dass so jeder Gegner One-Hit ist. Okay, da geht's nach unten. Ach, da können wir dann da wieder oben, oder was? I see what it is, man. Schmolz der Schwert. Maul halten. Schmolz der Schwert der dunklen irgendwas. Okay. Friedhofsnebel? Griffen weg. Ja, da geht's auch nicht durch. Es gibt da Spannbratzen. Ja, das ist wieder was anderes. Das stimmt. Now, I know who you are as well, and I know you're a man experienced in acquiring items of this nature. A practice I linked. Okay. Okay, jetzt haben wir da durchgekommen, aber das hilft uns jetzt erst einmal nichts. Da können wir so jetzt auf jeden Fall nicht durch. Aber irgendwas muss da quasi noch geben. Gut, es geht auch noch eine Runde weiter, abgesehen davon. Prozedurale im Splitter, okay. Gibt der Wichsgriffen? Oh, legt das ein Hautabzieher. Du weißt, dass du anfällig bist.
Nice Dodge. Stirb. Easy. Spannbratzen schreibt man. Steckt Blutscheiße. Ja, Bildungsstream. Das will gelernt sein, Freunde der Sonne. Wobei Wichsgriff ist eigentlich schon mehr oder weniger Beleidigung. Mehr oder weniger. Ein bisschen. So. Ne? Aber ja, gibt's natürlich auch. Mottenring. Ist schon wieder. Ein alter Ring mit dem Abbild einer Motte gewährt zusätzliche Kraft. Ah, das ist der Seelenring quasi, da kriegst du mehr. Okay, I see what it is, man. Muss mir raten, da können wir mit da unten durch, oder? Ja. Ja, nicht, oh, ist gut, Panzerknacker, alles gut. Wenn, dann ziehen wir schon alle Möglichkeiten in Erwägung. Also direkt aus. Da ist auch noch ein Leichtfeuer dahinter. Okay. Donnerwurfspeer des Ansturms. Ja, scheinbar müssen wir da über die Treppenaffe. Da bin ich jetzt gespannt, wo wir da jetzt wieder rauskommen, weil das ist jetzt, da wird jetzt wahrscheinlich gleich das Leveldesign wieder so derartig krass kicken, dass du sagst, gibt's das. Schon wieder Himmelsrastbrücke. Ich will eigentlich verarschen, oder was? Wir haben ja quasi jetzt wieder in der Nähe von unserem Hut, ist das der Ernst? Kavallerieanhänger. Ein aus Holz geschnitzter Anhänger, der einen Kavalleristen von Mornstedt darstellt, reduziert die Mana-Kosten von Ruf- und Stärkungszaubern. Okay, das ist quasi Talisman für Magier. Für uns aber unrelevant. Jetzt können wir da ja hinter raus. Okay, das Leveldesign in dem Spiel ist einfach ein ganz anderes Level. Also, ein ganz anderes Niveau. Das ist so gestört. Da vorne ist der Bossraum von der Pieta. Kannst du eigentlich gar nicht sein. Wir haben ja quasi jetzt im Early Game Gebiet. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, wo haben jetzt noch die zwei verbliebenen Leuchtfeuer? Da hinten ist noch eins. Das ist wahrscheinlich da oben bei der Abtei. Und das andere ist im Schneegebiet. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, Leveldesign in dem Spiel, das ist jenseits. Das habe ich ja, für sowas liebe ich einfach die Souls-like-Spiele, weil die vom Level her oft so gut designt haben, dass du sagst, mit dem rechnest du eigentlich gar nicht, wo du rauskommst und dann bist du halt wieder genau am Anfang. Das ist quasi alles, verbindet sich immer mit dieser Himmelsrastbrücke. And I like it. So, jetzt werden wir aber gleich mal noch mit zu dem Setzling teleportieren. Weil der Mr. Shadow gemeint hat, bei dem Leuchtfeuer ist noch ein Tier gewesen, die wo ich nicht gesehen habe. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Weil das kommt mir auch ein wenig komisch vor, dass du bei dem Leuchtfeuer einfach fucking gar nichts tun kannst.
Ja, das ist nur ein Gemälde. Oh, da liegt der Loot. Blutungssalze, okay. Ja, bei dem Leuchtfeuer gibt es definitiv nichts. Sah so aus. Ja, ja, alles gut, alles gut. Das ist in Ordnung. Das so, wenn ihr sowas seht, was ich nicht zeigt, dann könnt ihr mir da gerne einen Hinweis geben. Du Basi, schau da nochmal hin, da war nicht irgendwas. Das ist völlig fein. Ja gut, dann wissen wir auf alle Fälle, dass es da nichts mehr gibt. Okay. So, dann schauen wir mal, ob wir uns irgendwo aufwerten können. Aber wahrscheinlich noch nicht, oder? Our holy work continues. Na, geht uns noch eine heilige Quintessenz, geht uns quasi nur ab. So, dann ist jetzt die Frage, wo tun wir denn, beziehungsweise, warte mal, hat unser Kapo was zum Sagen? Müssen wir gleich mal schauen. Oh, servus. Presented with my findings, the Council of Overseers agreed that allowing me to proceed in the manner I deemed most judicious was best. And following my recent studies of it, I have come to the conclusion that the power of Umbral, unorthodox though it may be, should be scrutinized further. I must learn more. I have heard tell of a book, supposedly a unique and ancient source of Umbral knowledge, and last in the possession of a wealthy collector in Upper Kalrath. Bring it to me so I may cognize its secrets. In Oberkalrath gibt's wohl ein Bierchen. The book, Crusader. See to it. In Oberkalrath gibt's das Bierchen. Da müssen wir uns nochmal genauer umschauen. Dann gibt's irgendwo noch was in Umbral zum Finden. Da müssen wir nochmal schauen. Hast du eigentlich die normale Version von Lords of the Fallen oder eine andere Version? Ich hab die Streamer-Version, also sprich Deluxe Edition. Ich hab Deluxe Edition tatsächlich, ja. Weil die vom Preis ja nicht mehr viel ausgemacht hat, tatsächlich. Also, Mr. Werb, oder generell an euch der Hinweis, wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Spiel seid, ne? Ausrufezeichen MMOGA und meinen Code benutzen. Oder über den Link, wie ich sag so, ich hab gar keinen Code, aber über den Link einkaufen. Spart sinkt ein bisschen Geld und ich kriege eine kleine Provision dafür. Bitte, Dankeschön. So, jetzt müsst ihr nochmal schauen. Das Bierchen gibt es garantiert dahinter. Jetzt ist der NPC auf jeden Fall weg. Ich sag dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann brauchst du kein heiß nehmen. Wer sei? Ja, okay, das war jetzt leider wieder sehr dämlich, da ich da einfach versucht habe durchzurushen. Ugul habe die Ehre, grüß dich und Kattel habe die Ehre. Dankeschön. Ich schmeiß mir mal kurz einen Duschlag. Danke dir. Nicht das Auf und nicht zwei rausschwimmen. So, da muss noch irgendwo was geben, was wir übersehen haben. Sehe ich aber da jetzt nichts.
geht's nicht durch. You know who I am, so if I tell you that any conversations or dealings we may have are not to be spoken of to anyone, Sehr gut, I Kathi. trust you understand the consequences should you choose any. I'm willing to Sei, stop it! Gleich. Should you put it to use for me, tell me, what do you know of Rogar artifacts? Okay. Sei, danke dir, dass du die Kathi in die Bazi-Gang holst. Vielen lieben Dank, Kathi. Willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Emotes. Das hab ich jetzt offiziell geschubst. Da hinten ist irgendetwas. Danke dir, Sei. Aber wie komme ich da hin? Okay, weird. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Jetzt haben wieder 8 Millionen Feinde in der Nähe. Jetzt kann ich nicht aus dem rechten Toten raus. Oh mein. Jetzt wird es gerade ein wenig stressig. Hä? Wo ist denn der jetzt? Okay, es gibt wohl noch irgendwo ein Birchel. Aber keine Ahnung wo. Bin immer noch verwirrt, dass bei dem anderen Leuchtfeuer kein Boss war. Ja, nicht nur du. Ah, warte mal, glaube ich was. Ja, oder nicht, ich hätte jetzt an dem Baum vermutet, dass da was ist. Aber keine Ahnung, wo das Birchel sein soll. Ah! Umbra-Lauge des blutigen Pilgers. Ja, okay, das ist nicht ganz ein Birchel. Jetzt steht er da. This was it. The moment I handed over the rune of Adir. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Kingdom for generations. Gratulation, du Euder Hund, I was und tired, Eds Staat sei und geh fein. Angry. Never a man of faith, but I thought better to entrust the Moment. rules than a judge, and look around at what that decision cost.
Ich brauche jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht nachschauen, wer das gewesen ist, aber der Höflichkeit halber. Es war ja, glaube ich, wer das denn sonst? Der Feiröder, danke dir für deinen Fünfer. Vielen lieben Dank für deine Gratulation. Für das, dass eigentlich ein Flyby mitläuft und ich nicht mehr gewusst habe, dass ich heute Jubiläum habe. Vielen lieben Dank für deinen Fünfer. Ich halte schon mein Maul. Ja? Ich sag da, glaube ich, jetzt besser gar nichts dazu, aber das, was das muss die keinen Fünfer nicht kosten. Aber nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank. Leute, danke generell für den ganzen Support heute. Okay? Vielen lieben herzlichen Dank für die ganzen Biddies und Gift-Subs und was das wie es ist. Dankeschön. So. What good was the cleric if she couldn't destroy the rune? Or prevent all this some other way? It's always the same story with gods or those like them. They pretend otherwise. But they're just as weak and flawed as those they lord over. But it's my own damn fault for relying on someone else in the first place. Danke dir, der Feiröder. Vielen lieben Dank. Even when I try to do the right thing, this is always how it ends. Even when I try. Ja, okay, aber was ist jetzt sein Problem? Okay. Even when I try. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, okay, dann muss ich dann einmal, dann muss ich mich dann nach dem Stream irgendwann einmal in einem ruhigen Moment off-Stream informieren, wo dieses Buch ist, und das können wir uns ja dann quasi im nächsten Stream dann anschauen. Ich darf aber jetzt vorschlagen, wir schauen jetzt in dem Schneegebiet noch weiter, weil da ist auf jeden Fall auch noch ein Main-Boss. Also zumindest ein Leuchtfeuer. Ich habe jetzt festgestellt, das heißt nicht zwangsweise, dass da ein Boss auf uns lauert. Nur weil da ein Leuchtfeuer ist. Let's have a look. So. Gut, der wir uns auf alle Fälle mal kurz aufwerten, weil 10.000 Kraft bzw. 10.000 Seelen, die lassen wir nicht einfach so umeinander liegen. Schaut, jetzt haben wir mal Vitalität auf 40 bringen. Und dann schauen wir im Schneegebiet weiter. Müsste das da sein. Schön, schön. Haben wir schon ein wenig zum Singen, meine ich. Jassi, danke dir. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, Schneegebiet it is. Ja, ist ja gewissermaßen fast schon Schnee wieder. Ne? Kalt nur war's. Und das ist doch der perfekte Zeitpunkt, damit wir uns dem Schneegebiet widmen. Ne? So. Da haben wir einen Shortcut. Und da hinten ist ein Leuchtfeuer. Erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Elden Ring, an das Schneegebiet. Ne? So. Okay, da ist irgendein Riesenvogel oder was das gewesen sein soll. Aber sonst gibt es da halt aktuell mal nichts. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass man mir da Feuerverzauberung gut brauchen können. Hab einen sehr anstrengenden Montag hinter mir, aber jetzt ist alles gut. Wie geht's euch? Bist wieder ganz fit? Ja, also meine Stimme hat sich relativ schnell wieder erholt, Gott sei Dank, weil Grip kann ich jetzt aktuell überhaupt nicht brauchen, weil Frau Bazio auch angeschlagen ist. Aber schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich kann da einen halbwegs angenehmen Feierabend bieten und morgen wird es auf alle Fälle besser. Ne? Und soweit geht's mir und uns, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, bei dir passt es soweit aus. Ja, servus. Wie war's, wenn du Sitz machst?
Ich hab das gesagt, noch Sitz. Es hat schon auch was, das Gebiet, gell? Gefällt mir schon ganz gut, so Schneegebiete generell. Ach, da unten haben wir lang gelaufen, okay. Leute, sorry, falls ich im Chat irgendwen überlesen habe, aber das kommt in der Hektik eines Souls-Spiels schon gerne mal vor. Also nichts. Nicht meiner, ich bin jetzt irgendwie auf jemanden zintig, wenn sie es einfach das nochmal in den Chat einschreiben. Wieso ist das überhaupt kein Thema? Ja, ich hab dir schon gesehen, dass du da hergeflogen kommst. Ich sehe schon am Jahresrückblick das Lieblingsemote von meiner Community. Ja, das kann schon, das ist durchaus möglich. Das ist durchaus möglich. Bei mir müsste es das Herz oder das Servus sein, eins von beiden. Oh. Gesetzlos, wieder Tinktur. Oh, da ist eine Brücke. Aha, da können wir. Ah, Moment mal. Okay, da ist eine Brücke, wo ich nicht drüber komme. Ja, perfekt. Easy. Na, bei dir. Ja, das kann schon möglich sein, dass du das bei dir, bei deinen Emotes auch schon sagst. Ja, logisch. Er überliest ein. Was? Wo? Okay, da hinten haben wir schon ziemlich nah an dem Leuchtfeuer dran. Du, dann mach er erst einmal deine Richtung kaputt, da tun wir gar nicht lange umeinander. Ach so, Sitz. Aha, du bist das gleiche Arschloch nur mit Eispfeilstockgift. Okay. Verbessertes blutendes Messer. Okay. Auf alle Fälle wieder so eine Erinnerung. Die interessiert mich aber jetzt zwangsweise mal weniger. Vor allem in dem Reich der Toten, da wenn ich rumschaue, ist kein Gegner und kein gar nichts. Da ist wieder irgendein so ein Riesenzombie, okay. Aber ansonsten sage ich da jetzt aktuell nichts. Ja, okay. Schauen wir mal, ob wir bei dem Leuchtfeuer jetzt einen Boss haben. Wow. Lehen des eisigen Fluchs. Oh, das schaut schon geil aus. So, wer hat Bock auf eine Schneeballschlacht, sagt es gleich, wie es ist. Erster Safari Anlass, sagst du aufs 3? Ja, oder das? Das stimmt. Okay, wir haben jetzt ein Dieselleuchtfeuer und das da hinten. Der Turm schaut nicht mehr ganz so intakt aus, wenn du mich fragst. Let's see. Da kann man aus dem Reich der Toten raus, tatsächlich. Ja, okay, ganz ehrlich, also wenn das da, ohne Witz, das da unten, wenn kein Bossareal nicht ist, dann heiße ich Fred ab morgen. Sag ich da, wie es ist. Wenn das kein Bossareal nicht ist.
Ach, da ist jetzt die Hängebrücke, I guess. Ah, da steht schon wieder irgendwer, der wo wir uns Leder will, vermutlich, ne? Da ist ein Berg hinten, ja perfekt. Da kehren wir gleich mal rein. Der Fredel. Ja, das kannst du nehmen, wie es ist, ne? Du weißt, was da tun wir mir gar nicht lang umeinander. Ja, natürlich war da jetzt wieder so ein Arschloch mit einem Pfeilbogen, ist eh klar. Weil es kann ja auch nicht einmal ein Gegner umeinander rennen, der wo allein unterwegs ist. Ne? Alter! Ah ja, das trifft mir einfach zweimal in Folge. Perfekt. Alter, du nervst. Piss dich. Wetten werden angenommen, bitte gern. Die Wette weiß ich, dass ich gewinne, deswegen sage ich es auch. Das ist dann richtig bitter, wenn das kein Boss-Areal ist, ne? Frostbrandheilung, das ist gut für uns. Aha, da schau her. Okay, da darf sich Ilona, wenn wir mal ins Reich der Toten gehen. Da hinten kommen wir aus dem Reich der Toten raus und da ist die Hängebrücke, wo wir vorher nicht reingekommen haben, right? Ja, das war halt auch klar. So, da noch gleich noch. Ohne Witz, ich flippe aus mit den scheiß Bogenschützen. In dem Spiel ist nichts garstiger als wir Bogenschützen. Oder Armbrustschützen, eins von beiden. Stirb! Aber jetzt kannst du fliegen oder was? Oh, der Kopf zu. Feuersalze? Ja, habe ich schon verstanden, dass wir da auf alle Fälle Feuerverzauberung brauchen können. Okay, wenn ich mich da jetzt runterfallen lasse, komme ich aber nicht mehr retour. Das heißt, ich müsste dann entweder da rein. Jetzt pass auf, jetzt ist halt die Frage, wo gehen wir weiter, ne? Bogen und Armbrustschützen haben die neuen Hunde. Oh ja. Oh ja. In dem Spiel auf jeden Fall. Da hinten liegt ein Haufen Loot umeinander. Hey, was hat mich denn jetzt wieder getroffen? Einfach verpiss dich halt, du Pseudo-Gollum. So, sonst noch irgendwer? Glücksfort Überrestmatte, okay. Da schauen wir uns schon jede Seite im Einzelnen, ne? Okay.
Oh, Respekt, ich bin nicht mehr gestorben. Holy shit. So, dann da auf jeden Fall zurück. Ja, okay, dann müssen wir ohnehin da oben. So, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Lampen da, die Brücke da einbricht? Axt. Okay, da ist auch kein Shortcut nicht. Ich schätze mir da eine Zug jetzt weiter, dann schauen wir mal da lang. Weil da können wir, glaube ich, auf halbem Weg in die Festung zurück, wo unser Laterne ist. Mit dem Shortcut, ne? Mit der Leiter, da hat man noch eine Oberschirm drin. Hacke durch Face. Ja, gut. Hacke gegen Kutschen, perfekt. Hat auch schon mal geholfen. Ein Problem an der Stelle ist jetzt eigentlich nur, dass ich keine Heilung nicht mehr habe. Aber wir sollten es eigentlich noch relativ kurz zurückschaffen zur Laterne. Ja, ich hab mich schon gefragt, wo. Nein, schon wieder so ein dreister Bogenschütze. Maul. Oder so Schatzkisten auf jeden Fall. Wo wir wahrscheinlich eine Vollpassage brauchen, oder? Ja, natürlich. Donnerschild, kleines Terrarium, Fremd- und Standard-Terrarium. Okay. Okay, da können wir jetzt auf alle Fälle unser Lord da beschirmen und da ist der Anfangspunkt. Okay, nice. Oh, da ist auch noch irgendetwas. Ach, da geht die Tür jetzt auf. Okay. Wie jetzt? Da können wir nicht durch, oder was? Frechheit. Aber okay, das ist fein, weil jetzt haben wir nämlich den kompletten Shortcut. Dann können wir nämlich jederzeit wieder da aufschauen. Dann werden wir da erst einmal rasten. Ha! Kämen wir bisher ja gar nicht einmal so schlecht durch. So, dann schauen wir aber trotzdem noch mal da oben hin, weil da ist nämlich noch so ein Gang eingegangen. Beziehungsweise kommt halt natürlich auch, dass da dann weitergeht. Wovon ich jetzt sogar ausgehe, dass da weitergeht. Okay, dann schauen wir nochmal schnell geschwind nach oben. Ich glaube, das ist okay, oder? Wollen wir ja alles ein wenig mitnehmen. Aber Schneegebiet gefällt mir. Auf jeden Fall was. Warte mal. Ach halt, die kommen jetzt auf dem Weg gar nicht zurück, weil wir haben uns ja da runterfallen lassen. Ja, okay, nevermind. Dann müssen wir, dann gehen wir erstmal unten weiter, da schauen wir uns dann jemand anders nochmal um. Beziehungsweise können wir ja da auch auf... Oh, da müssen wir aber einmal komplett außen rum, das war schon ein weiter Weg. Ja, okay, nevermind. Wie gesagt, ich vermute, dass da weitergeht. Und
da ist mir zu ruhig. Okay, es ist eine Gegnerart. Wieder was? Ich bin einmal im Futterlurk. Danke dir, Highlander. Ich wünsche dir einen guten. Danke für deinen Lurk. Das kannst du dir vergessen, dass du da aus dem Boden rauskriegst. Oder ist wieder so fetter? Fetter und Spiritini. Hey, sie! Außenschau, perfekt. Wir kommen in die Nähe des Leuchtfeuers auf jeden Fall. Natürlich ist da wieder so ein Bogenschützen-Idiot. Achso, das ist ein Shortcut da oben auf jeden Fall. Ja, ja, komm du da mal runter. Charlie Brown, kommen Sie runter. Also du, also, ja, perfekt. Ja, findest du lustig, Thomas, gell? Game Security Violation detected. Sag mir jetzt bitte nicht dein, sag mir jetzt bitte dein nur live B. Okay. Bin ich nur live? Live bist, okay. Keine Ahnung, was mein Spiel jetzt für ein Problem hat. Okay, das sind halt natürlich. Ich habe ja bisher gesagt, das Spiel hat so gesehen bisher noch keine wirklichen Performance-Probleme gehabt. Aber welche Probleme das ja, es stürzt einfach random ab. Und das ist ein Problem. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass das nicht an meinem OBS liegt. Also ich hätte mir das Update quasi sparen können. Das liegt am Spiel. Das Spiel hat mit Abbrüchen zu kämpfen. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal an der Stelle. Es gibt auf alle Fälle in der Endwertung, ne, es gibt ein Minus. Game is the fallen, ja. Game has fallen. Ja, okay, wir haben ja jetzt den, ne? Er wirft mich genau an der Stelle wieder raus. Ja, okay. Nun halt ich mein Maul. Da hat scheinbar ein Spiel zwischengespeichert. Da halt ich mein Maul. Ja gut, haben wir nicht viel versandt. Alles gut. So. Ach, du spawnst jetzt herunter, ja? Na. Oder ich hab ein Spiel versehentlich geglitscht. Das kann natürlich möglich sein. Ne? Dass das da ein Spielefehler war, aber trotzdem. Na gut. Was, wo? Und wo? Ach, da schau her. Auf das, da oben haben wir vorher lang gelaufen. Hätten wir uns da wirklich umgedreht? Ja, da kommst du ja niemals her. Da, wenn du da runterfällst, dann bist du komplett am Arsch. Aber okay, da werden wir schon noch irgendwie hinkommen. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen Backtracking.
Man muss da ins Reich der Toten. Bogen des Udangriers Stammesmann. Leck, wo haben wir denn jetzt? Ja, perfekt. Wieder so ein Potzengrupps-Gesicht. Easy. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal meine Wissenden. Boss-Time, ja, es schaut langsam so aus, wie wenn wir langsam in einem Bossgebiet. Da, das ist doch das Gebiet, da wo ich vorher gesagt habe, das ist ein Bossgebiet. Warte mal, ist da ein Setzling? Tatsächlich, das ist ein Setzling. Ja, du, da haben wir noch zwei, da sitzen wir. So, da geht's aber noch weiter. Ah, da kann man jetzt die Leute oben lassen. Okay, alles klar. Halt's Maul. So, dann nehmen wir da mal die Laternen, die Leiter oben. Haben wir das Rang-Rebels? Okay, nice. GG. Okay, schaut, der Berg hinten hat leider zu. Insolvent. Zu hohe Heizkosten. Früher wärst du noch. Moment einmal, ich glaube, erst einmal tun wir am Setzling rasten, damit, falls ich jetzt stirbt, da wieder spawnen, weil ich habe jetzt keinen Bock, da wieder oben zum Rennen. So, der wollen wir rasten. Ich vermute mal, kann ich das überhaupt bedienen? Ach so. Moment einmal. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Hab zwar noch nicht so ganz rausgefunden, wie man dann da hinkommt, aber irgendwie werden wir schon da hinkommen. Müssen wir rausfinden. Gehen wir erst einmal da wieder weiter. Achso, jetzt ist eh klar, jetzt steht ja der Bogenschützensepp auch wieder da, ist eh klar. Okay. So, da hinten marschiert er umeinander, den werden wir gleich mal wieder auf... Achso, da hat er einen Parasiten, ja, das ist jetzt blöd für uns. Aber vergiften können wir ja normalerweise trotzdem. Ja, vergiften können wir ja trotzdem. Schnauze, Paul. Schöne Eishöhle. Ah, optisch kann das Gebiet schon was, da kannst du nichts sagen, gell? Was war jetzt das? Hat jetzt der Obelix einen Hinkelstein nach mir geworfen, oder was? Hallo?
verzögern. Was war noch jetzt das? Achso, ich muss da... Achso. Ich muss da um mich jetzt, oder was? Okay. Whatever. Lady wieder Hex. Stop spamming shit. Ich möchte jetzt kein Sanguinarix verschwenden für das. Ah, ist schon geil, gefällt mir. Oder also ein bisschen was von God of War Ragnarök. Wie wird das kosten? Filbul-Winter? Filbur-Winter? Irgendwie sowas. So, let's see. Okay, das ist einfach eine fucking Burg. Ah, wait a minute. Achso, na okay, jetzt hätte ich schon gemeint. Da waren wir schon. Das ist wieder Wuffi. Ja, das ist wieder Schütz. Ja, ich hab ihn gerade heim gesehen. Und drin ist noch mehr einer. Ja, perfekt, genau, das wird ich vermeiden. Ohne Witz, diese ganzen Bogenschützen, Armbrustschützen oder was weiß ich, alles was mit Fernkampf arbeitet, das sind die größten Hobbylosen in dem Spiel. Mit Abstand. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt durchkommen, ohne dass wir massive Probleme kriegen. Wahrscheinlich eh nicht. Ja, was ist denn... Schluchgründigs. Maul. Pestilienzklinge. Ah ja. Oh hey. Oh, that's better. My fingers and toes are going all tingly. Ach, das ist der Zwerg. When I get to the castle, maybe me and Melchior could live there forever, instead of moving somewhere new like we always do. I'd like to live in a castle. When I get to the... Maybe me... Instead of moving somewhere new. So werde ich mal schauen, wo wir weiter müssen. Und vor allem, wo kommen wir wieder aus dem Reich der Toten raus? Das ist die eigentliche Frage. Okay, dann müssen wir dann da oben, I guess. Ah, na perfekt.
Easy. Ui, knapp. Ah, perfekt, da kommen wir raus. Easy. Okay. Also noch umgehen können? Wahrscheinlich nicht. Da hinten ist Loot. Oh Gott, das ist schon wieder so elendig verzweigt. Servus. Ja, wie kommen wir jetzt da hin? Ah, okay. Gnädigerweise ist doof. Wieder, dass ich das regelmäßig mache, das hat sich schon so ausgezahlt. Keine Ahnung, wie oft das wir da schon Hopsnummer hätten. Warte mal, kann man da einen Setzling machen? Ah, tatsächlich. Haben wir ja noch immer 2 Stück übrig. Das können wir uns auf alle Fälle leisten. Warte mal, Charakter aufwerten. So, jetzt haben wir 40 Vitalität. Jetzt können wir da noch mal schauen, wo wir noch eine investieren. Weil Stärke haben wir jetzt auf 50 geglaubt, da brauchen wir erstmal nicht mehr. Dass wir uns da noch mal anschauen. Vielleicht skillen wir noch ein bisschen die Ausdauer. Obwohl wir von der per se eigentlich auch genug hätten. Boah, leck, Alter, wie geil schaut denn das aus, bitte. Einmal im Stream sollte man die Aussicht schon genießen, ne? Ich hab so die Vermutung, dass das da hinten das Nebelgebirge ist. Ne? Behaupte jetzt einfach mal. Schon wieder so ein Bogenschütze, den hätte ich gar nicht gesehen. Alter, wie geil der Schnee ausschaut. Die Details einfach. Richtig geil gemacht. Okay, da fliegen irgendwelche Federn aber, oder was das da soll? Keine Ahnung. Ich traue dem Ganzen da jetzt aber nicht so, gell? Da lurt doch jetzt garantiert irgendwer von hinten, oder? Gletscherring. Muss mir raten, der hilft gegen Erfrierung. Ein Ring mit einem Juwel aus nicht schmelzbarem Eis erhöht Widerstand gegen den Frostbrand. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Ja, schauen wir mal da auf. Ja, da können wir auf alle Fälle wieder Richtung Leichtfeuer. Beziehungsweise ist es eigentlich da hinten. Ah, da läuft auch wieder Bogenschütze. Erkennt man wunderschön an die blauen Augen im Nichts.
Genau, der Wolf soll mal da herkommen, da ich den einmal hops nehmen kann vorher. Stirb, Arschkeibe. Was denn? Sitz. Aha, okay. Wir kommen langsam in Richtung Burg. Was sind denn das für Federn? Sitzt da irgendwo ein Rabennest oder was? Ja gut, okay, das dauert auch schon wie ein Nest, gell? So ein bisschen. Da kann das schon wieder ein Setzling her, oder? Kann die jetzt zu zweit, oder was? Aha, die haben zu zweit. Ja, meine kommt eh aus. So, der ist schon mal vergiftet, das ist gut für uns. Sollen jetzt eigentlich so weit triggern, dass er uns neu läuft. Zumindest. Beide schwer hochverwärmt. Oh, hi. Mag mich da drin in Ruhe umschauen können. So, das ist dem seine Waffen, die Axt, die da droppt, okay. So, wie schaut's jetzt da aus? Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass da wahrscheinlich im Reich der Toten irgendwo was gibt, ja, ich habe mir schon fast gedacht. Ja, da haben die Pseudo-Golems, okay, die sparen wir uns jetzt einmal. Da liegt auf jeden Fall Loot. Aber wo geht's jetzt so weiter? Ach, da durch. Okay. Und jetzt haben wir im Innenhof, oder was? Haben wir einen Sitzling ein da? Das werden wir wahrscheinlich einmal in Erwägung ziehen. Auf alle Fälle hätte ich da schon mal irgendwo einen Hund. Haben wir nur noch einen, dann sparen wir uns den einmal. Okay, da geht's nicht weiter. Mal aufpassen, weil da wird wahrscheinlich jetzt gleich ein anderer Gegner noch getriggert. Hier zumindest nur einen. Der mal da, irgendwo war da noch einer. Wow!
Okay, den habe ich nicht können sehen. Rudi, der war nicht schlecht. So Ausplatz jetzt, ja genau. Okay, dann weich's wieder aus. Was verarschen jetzt oder was? Sitz, du arschgrintiger Misthund, du Fotzengrober. Geht doch. So. Vermute mal, da brauchen wir das Reich der Toten, right? Wo man schon fast denkt. Schwert des Vorfahren. Mag ich jetzt eigentlich gar nicht sein. Guck mal, wie es ist. Aber. Ah, die haben es Wort. Ja, perfekt. Okay, 2 von denen haben garstig. 3 von denen haben garstig. Ja, okay, jetzt kannst du mir mal fett am Arsch legen. Ich kämpfe jetzt nicht gegen 3 von euch. Das kannst du halt. Das kannst du halt streichen. Was ist Shortcut? Den Scheiß ausdenkt, dass man gut hier 3 von denen 4 kämpfen muss. Nur damit sie am Ende wahrscheinlich irgendein Munitionsding kriegen, oder? Ich hätte den jetzt nicht machen sollen. Wer hat sich das ausdenkt? Nice. Ja, Brudi, ganz ehrlich, GR3 von denen ist halt aber auch ein wenig garstig, gell? Das ist einer schon. Einer ist mittlerweile okay. 2 haben gerade so, aber 3 von denen ist Schwurschädel. Das ist schon ein wenig. Es ist schon ein wenig hart an der Grenze. Aber ich sag das ganz ehrlich, da laufe ich jetzt durch. Also GR3 von denen geschwollener Kartoffel gekämpft hat zum Kämpfen, das ist fein nicht ohne, gell? Dann werde ich da runter auf alle Fälle einen Setzling machen. Da gibt es auf alle Fälle Loot, aber wie man da hinkommt, weiß ich nicht.
Hast du vergessen, da ich da jetzt jetzt mal herrenne. Da werden wir noch mal kurz rasten, damit die Gegner nicht mehr triggern. Und ich bin mir eigentlich 1000%ig sicher, das Item, was da dort liegt, das wo von denen bewacht wird, das ist total sinnlos. Da bin ich mir jetzt eigentlich schon 100%ig sicher. Ja, wenigstens haben meine Seelen direkt da am Anfang. Weil das sind nämlich nicht wenige. Ich frage mich, wie man die auf Anhieb packen soll, oder die Pfeil. Ja, wenn es dir ein wenig geschickter anstellst, dann geht's schon irgendwie, aber pass auf. Schwert des verdorbenen Kindes, ja, das ist. Das kostet halt Streier. So, jetzt wegen einer Waffe gehe die drei Hanseln kämpfen, das kannst du vergessen. So, ich muss jetzt aber erst mal schauen, wie wir da durchkommen. Ja, halt dein Maul und. Wo kommst du? Restliche Stangenwaffe, okay. Ja, schön, wo geht's jetzt so weiter? Gut, da ist die Lord dann oben, da geht's nicht weiter. Wo muss ich jetzt da hin? Hey, Jackson, komm mit, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wo soll ich denn noch hin? Ach, da einer vielleicht, oder was? Ah, nicht. Oder da auffahren? Ah, ja, okay. Ja, und da kommen wir aus dem rechten Boden raus. Okay, easy. Holy shit. Oh, das ist ein Kissen, das ist gut für uns. Kernbo. Also, bevor sie stirbt, kann ich dann da hinten jetzt. Die Leute dann wieder runterlassen, okay.
Das machen wir natürlich. Einmal ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass ich da jetzt irgendwann wieder verreck. Okay. Dann schaut sie mir jetzt dann da weiter. Nein, das ist kein Boss-Areal nicht. Da laufen normale Gegner rum. Du, mein Arsch. Ah. Oh, natürlich ist wieder irgendein so ein Bogenschütze unterwegs, ist eh klar. Blöd so Schlucht da drum, ehrlich war. Die Hilfe ein schon. Ja, das sind Parasiten, auch noch perfekt. Piss dich. Schon wieder Kisten, holy shit. Ein Hühner zu fangen. Oh, danke Twitcher für den. Haben wir mal eine neue Rüstung, schauen wir mal. Sei danke dir. Was ist denn dieser Affenschädel? Helm aus Teilschädel, okay. Na gut, wir haben aber immer noch Stand jetzt, muss man im Inventar haben, die bisschen eine Rüstung. Brandheilung, okay. Jetzt da und so weiter. Oh, da ist eine Laterne. Überreste von Loasch. Oh, die können wir gerufen, sag ich, wie es ist. Lädt mich am Arsch, die kommt wie gerufen. So, gehen wir erst einmal Seelen aus. Meine Stärke erhöhe. Ja gut, das erhöht gerade meiner um 3. Dann gehen wir jetzt eher mehr für ein bisschen für Ausdauer. Erhöht auch einen Schaden ein bisschen, aber... Oh, Freunde der Sonne, haben wir noch Bock auf einen Bosskampf. Das ist, by the way, das Bossgebiet, was ich vorher gesagt habe, ne? Dass das 1000%iger Bossgebiet ist und deswegen keins ist, was ich ab morgen dann Fred, ne? On Stream. Wer hat Bock auf einen Bosskampf? Ja, da hinten liegt ein Riesenviech, natürlich ist es ein Bosskampf, kannst du ein Problem verzeihen. Aber fair vom Spiel, dass ich da wenigstens eine Laterne kriege. Endlich ein Boss, wer wartet schon so lange drauf? Nicht nur du. Wir warten mal alle drauf. Ja, okay, schauen wir uns mal an, was das... Ja, okay. Ich heiße nicht Fred, Gott sei Dank. Okay. Okay.
Die leere Krähe. Ah ja. Perfekt, wieder der Bosskampf, wo ich 20 Gegner gleichzeitig habe, oder was? Ah, wait a minute, ich glaube, ich weiß schon, wo das sich das ausläuft. Moment. Okay, du musst da... Wieder was? Boah, leck, Alter, was ist denn das? Okay. Man muss nur der Alten da Schaden machen. Aha, da singt die andere wieder ihr Liedl. Alter, wie blockt man denn da? Was soll ich denn da machen? Kriegt einfach massiven Schaden und weiß nicht, wo ich da hin muss. Na, wer redet denn von mein? Perfekt, weil er von mir einfach der Anvisierungsding woanders hingeht. Alter, was soll ich denn da machen? Alter! Du kriegst halt einfach von jeder Seite Damage. Wo? Ja, der Boss an und für sich war nicht schwer, aber die Umstände einfach. Keine Ahnung, also.
Ah ja, perfekt. Alter, was soll ich denn bei dem Angriff machen? Der Boss an und für sich ist ein Kinderspiel, aber die Umstände, die haben, weiß ich nicht, bei dem riesigen Eistornado, du kannst überhaupt nichts tun. Du stehst da einfach, die komplette Arena ist ein Damage-Fail. Der Boss per se ist ein Kinderspiel. Oh, da, was soll ich denn da machen? Wo soll ich da hin? Ich verstehe es nicht. Jetzt nicht lang, oder was? Achso, man muss da innerhalb bleiben. Okay, das macht Sinn. Gegner interessiert mich gerade überhaupt nicht. Bleib da, du behindertes Gespenst. Okay, weiterer Negativpunkt in dem Spiel. Der Marker mit der Anvisierung, der geht einfach irgendwo hin. Okay, wie lade ich jetzt Laternenladungen auf? Gar nicht, oder was? Ah, da kriegen wir, okay, wir durch die mehr Gegner gehen, okay. Jetzt wandert er schon wieder weiter. Das ist da komplett behindert, weil das einfach von der ganzen von die Seiten kommt. So, ich kann noch nicht, okay.
Hey, was haben wir da jetzt schon gemacht? Ja. Ja, warte mal, das soll erst einmal. Das soll mir da von den Gegner davon fliegen. Trotzdem gleich. Ja, okay. Ja, jetzt ist der Boss schon mal wieder ein Boss mehr hier. Aber wie geht's weiter? Danke, Leute. Gut, da setze ich jetzt keinen Setzling nicht, weil macht keinen Sinn, weil kurz davor ist die Laterne. So, ich soll dann da. Ah. Eben der Kraftschädel, okay. Ja, wie gesagt, der Boss war eigentlich. Der Boss per se ist nicht schwer. Der macht ja eigentlich bis auf ein bisschen Flächenschaden, macht er ja nicht viel, aber das ist halt ein bisschen lästig. Wenn du mal verstanden hast, dass du eigentlich nur auf den Geist gehen musst, dann geht's eigentlich. Du kannst den ganzen Gegner ignorieren, weil du kämpfst ja dumm und dämlich. Okay, da geht's auf alle Fälle dann nur nach unten. Ja, da ist eine Truhe, die machen wir zuerst. Oh, ein Deraliumbrocken, das heißt, wir können eine weitere Waffe auf 10 machen, wenn es pressiert. Nice. Nice, nice, nice. Wieder eine gute Tat vollbracht. Mich würde mal interessieren, ob man die Leuchtfeuer läutern muss oder ob man das kann. Das würde mich interessieren. Weil ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Spiel auch mehrere Enden gibt. Auf alle Fälle 19.000 Kraft. Okay, wo können wir jetzt da raus?
Ja, du kannst jetzt auch noch umschauen, okay. Ah ja, perfekt. Noch mehr Boss. Easy. Was beim Moschlecker? Ah ja. That's all. Bei dem machen wir halt immer noch fast keinen Schaden nicht. Disappointing. Ja, tolle Wurst. Okay, jetzt ist spät gedrückt. Na gut, was soll ich auch mit... Ja, okay, keine Ahnung. Aber der ist doch schon mal ganz woanders. Der ist uns jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal begegnet. Und dann beim nächsten Mal war er weg. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ihn jetzt letztendlich endlich machen müssen oder. Jetzt pass auf, das finden wir jetzt aus. Haben wir ja zum Glück nicht weit, ne? Werb, danke dir. Ich wünsche dir eine ruhige Nachtschicht. Ich schaue jetzt nur, ob wir den Boss Namen machen müssen und dann machen wir mir eher Schluss. Aber schön, dass du warst und, wie gesagt, angenehme Schicht. Ja, dann ist er wieder weg. Dann ist er wieder weg. Hä, hey, okay, check's nicht. Den Boss habe ich noch nicht ganz so verstanden, was dem eigentlich seine Mission ist. Uns gegenüber. Yorks Ring, was ist denn das schon wieder? Oh Mann. Ein Ring, der einst York, Anführer der Kinangria gehörte, verursacht zusätzlichen Frostbrandschaden. Okay. Nur mal schauen, was da jetzt hingeht.
Okay. Kommen wir aus dem Reich der Toten raus. Aber wo haben wir da jetzt? Ah, da ist die... Ja. I see what it is, man. Da waren wir vorher schon mal. Da kommst du quasi einmal rum. Ah, und da haben wir jetzt auf der Ende... Lass mich raten. Ah, okay, ja, ich weiß schon, wo wir haben. Gut, dann haben wir da meine aber alles abgegrast. Jetzt pass auf. Brauchen wir Item. Okay, der möchten wir uns in die Seelen investieren. Okay. Na gut. Wieder ein Boss mehr. Aber den Schnitter, den check ich nicht. Der ist uns, wie gesagt, jetzt schon 3 oder 4 Mal begegnet. Hat uns aber letzten Endes nichts da. Also er haut uns zusammen und dann verpisst er sich wieder. The Book, Crusader. So, er möchte immer noch das Bier You serve haben. a higher purpose, Crusader. To strive in darkness, in light we walk. Ja gut, fein. Das heißt, wir haben jetzt 4 von 5 Leuchtfeuer. Und eins geht uns noch ab und das ist wahrscheinlich da an der Abtei herum. Das heißt, da werden wir uns dann noch beim nächsten Mal umschauen. Es ist wahrscheinlich dann auch das letzte Leuchtfeuer, was wir machen müssen, bevor wir zum Endboss kommen. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht machen wir nächstes Mal noch ein bisschen Backtracking. Dann schauen wir uns praktisch da noch mal um, weil da kann man mit der Laterne noch unter Wasser gehen, vielleicht finden wir da noch irgendetwas. Und was mir gerade einfällt, wir haben ja damals, bevor wir da hingekommen haben, ist uns der Schnitter auch begegnet. Da war also ein recht großes Areal, da war es hinten noch bei einem Tor ausgegangen. Da kann man uns auch noch umschauen, was mir vorher gerade noch so eingefallen ist. Aber ansonsten machen wir nächstes Mal auf alle Fälle bei der Abtei da weiter. Aber gut, das entscheidet ich dann spontan. Wir heute allerdings, Freunde der Sonne, da die Vorschlag machen wir da mal einen Cut. Ich schätze mal, wir kommen jetzt langsam Richtung Finale. Wie gesagt, uns geht nur noch ein Leuchtfeuer ab, was wir reinigen müssen. Und ich vermute mal, dass dann, wenn wir die Leuchtfeuer haben, dass wir dann auch schon so ziemlich am Ende haben, wenn es mich fragt. Ja, es kann natürlich noch ganz andere Wendungen nehmen. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Aber ich glaube, so gesehen haben wir so auf alle Fälle auf einem guten Weg langsam Richtung Finale. So geht's da mal. Aber gut. Ansonsten hoffe ich, dass es ihn getaugt hat. Ja? Weil was tatsächlich, also der Bosskampf per se, jetzt der Main-Bosskampf vorher gerade, der war nicht, wie gesagt, der war eigentlich per se nicht schwer. Das Einzige, was halt der macht, ist halt dumm am Boden rum zum Casten und halt 100.000 Gegner zum Spawnen zum Bringen, die du eigentlich ignorieren kannst. Aber wenn du das ein bisschen weißt, dann ist der Boss per se aber eigentlich auch nicht schwer, wenn es mich fragt. Aber gut, generell bin ich der Meinung, dass bei dem Spiel das Problem nicht die Bosse haben. Das Problem haben eigentlich die Gebiete, bis du zu den Bosse kommst. Also, wo ich stehen bin, Entschuldigung, mich gerade verschluckt. Das Problem haben nicht die Bosse, sondern die Gebiete bis dahin. Das ist sozusagen so ein bisschen wie in Demon's Souls. Da wo du die Wege, bis du bei dem Boss angekommen bist, die haben einfach ein wenig abwarten, dann die ganzen Gegnerarten bis da hier einfach ein bisschen lästig. Aber der Boss per se ist eigentlich dann nicht das große Thema. Da gibt es Ausnahmen. Bei Lords of the Fallen da ich jetzt fast sagen, der heftigste Boss bisher, den was ich gemacht habe, das war der komische in dem Turm unten drinnen. Der wo 2 Phasen gehabt hat, mehr oder weniger. Aber ansonsten ist eigentlich bisher von den Bosse toi relativ überschaubar gewesen, was die Schwierigkeit angeht. Wie gesagt,
Die Gebiete sind da mehr fordernd, ja, weil du halt einfach nur, du musst quasi deine Spawn-Punkte selber so ein bisschen setzen, bis auf die ganzen festen Laternen, die wo da halt vorgegeben haben, aber die haben halt relativ rar. Aber so mit den Setzlingen musst du selber irgendwie entscheiden, okay, da sitzt jetzt einen, da rentiert sie sich nicht, da mache ich jetzt wieder einen. Aber ansonsten kommen wir eigentlich ganz gut durch. Und weil ich auch Habitäre. Du kommst quasi zum Schluss. Wir haben gerade eben noch mal einen Boss zusammendroschen. Und haben wir vor einem verdroschen worden, der wo dann mir nichts, dir nichts wieder verschwunden ist. Aber okay. So, jetzt pass auf. Ich schau mal noch, wer live ist. Der Song von Souls Game zu Souls Game, da jetzt fast behaupten. Okay? Wir gehen mal zu der Fichteli, die spielt Dark Souls. Na, also mehr Souls, mehr gut. Lasst bei der Fichteli ein bisschen Liebe da, das Moderatorin, VIP, Abonnentin bei mir. Sehr liebe Person, war am Anfang vom Stream dabei. Also wie gesagt, gern da auch noch ein bisschen der Follower da lassen, weil wie gesagt, das kostet nichts. Ich sage vielen lieben Dank für den ganzen Support heute in Form von Bits, Resubs, Gifted Subs, was das wie es ist. Nochmal merci an Langweiler fürs Followen. Gerne noch auschecken, wer es noch nicht da hat. Gerne mal schauen, ob es noch kostenlos einer von Ihnen kennt. Helfen, wie gesagt, schwer. Je mehr Basis, was wir haben, umso lustiger wird es, da ich fast behaupten. Wir haben außerdem einen Discord-Server. Kommt da gerne noch drauf. Da kriegt ihr es mit, wann ich live gehe. Ich weiß noch nicht, ob ich es Mittwoch schaffe. Ansonsten sage ich es in Discord, da kommt einmal in der Woche eine Ankündigung, wann ich live gehe, zu was für eine Uhrzeit, was für ein Projekt, was wir spielen und ja, einfach damit ihr ein bisschen eine Übersicht habt, wann ich live gehe oder halt, wie ich schon vorher gesagt habe, einfach einer von Ihnen, da kriegst du es auch mit, der hat mich gefreut und kostet, wie gesagt, natürlich auch nichts. So, ein Raid-Command haben wir noch, einmal für Subs, für Non-Subs kopieren und dann einfach bei der Fichteli einfügen. Nochmal vielen lieben Dank, viel Spaß jetzt bei Dark Souls. Wir sehen uns wahrscheinlich eventuell am Mittwoch, wenn nicht, dann erst am Wochenende wieder. Auch wieder zu Lords of the Fallen, okay? Infos, wie gesagt, gibt es im Discord. Dankeschön. Engt noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt Essen besorgen und dann schleiche ich mich ein, Nachtschicht. Und ja, ihr haut euch rein. Merci nochmal für alles und bis die Tage. Für euch.